In Zagreb haben Hunderttausende trotz der Niederlage der kroatischen Mannschaft bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Die Kroaten sind stolz auf den Erfolg ihres Teams, das sich über alle Gegner und durch viele Nachspielzeiten ins Finale gekämpft hatte. Auch Besucher aus dem Ausland halten die kroatische Mannschaft für die Sieger der Herzen. Es ist okay, wir sind die Zweitbesten der Welt. Das ist schon ein Erfolg. Vorher waren wir Dritter, jetzt sind wir Zweiter und das nächste Mal gewinnen wir. Vor allem aus dem Nachbarland Ungarn sind viele nach Zagreb gereist. Ich bin aus Budapest gekommen, um hier das Finale zu sehen. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Auch die Euronews-Reporterin ist von der Stimmung in der kroatischen Hauptstadt begeistert. Die Fans in Zagreb haben ihrem Team mit Liebe und Freude zugejubelt. Auch wenn sie die Franzosen im Finale nicht besiegen konnten. Schon der Einzug ins Endspiel ist ein sporthistorisches Ereignis, das die Kroaten ausgiebig feiern.